Das Abenteuer geht weiter, nach wie vor heiter, zurück bei Tears of the Kingdom, mit dieser wunderschönen Musik in Hateno. Und ihr seht schon, es ist wieder morgens, nicht mehr nachts und es pisst auch nicht mehr und so, alles Friede vor der Eierkuchen. Wir machen uns auf den Weg zum Unterricht, wir müssen halt viel lernen, beziehungsweise Kinder von uns müssen viel lernen. Ich habe offscreen ein bisschen gefarmt. Also ein paar Materialien im Untergrund vor allem. Und ja, wieder ein bisschen mehr Donnerblumen und so, ein bisschen mehr Irrknospen und auch Qualmerlinge. Und ich muss sagen, ich bin erstaunt darüber, dass man doch vor allem diese Materialien ohne großen Duplikationsglitch und so im Untergrund solchen Stellen hier finden. Ne? Also gerade so in Zentral Hyrule, gerade so irgendwie, hier fast schon bei der ersten Knospe. Und damals war, oder hier dazwischen, gibt es auch sehr viele Stellen und dann bin ich ein bisschen umgeguckt und auch hier oben. Überall da, wo ich schon mal ein bisschen markiert habe, und relativ nah an einer Blume sind im Untergrund. Es geht doch fixer, als man denken sollte. Und ich meine jetzt so, klar, 62 Donnerblumen sind nicht die Welt, aber ich finde es trotzdem geht. Ja, und wir haben natürlich auch noch ein paar andere Dinge gefarmt, in Anführungszeichen. Wenn ihr dann natürlich künftig, wenn dann mal was anstehen sollte, sei es irgendwie im Haus etwas upgraden oder so, einfach Dinge, die ja ein bisschen Geld kosten, damit eigentlich nicht mehr so Probleme haben sollten. Und natürlich auch, wenn das Master kaputt geht, wenn was anderes, wenn das Neues drauf synken müsste, damit das relativ fix geht. So, heutiges Ziel, erstmal hier die Quest schnell abschließen, nettes Dilemma. Was kann man da machen? Ein Bild vom Gemälde könnte helfen. Ich habe ja eins. Von der Verheerung Ganon. Siehe da, das Gemälde der Verheerung. Kinder, schaut her. Haben soeben kostbares Bildmaterial zur Verheerung zur Verfügung gestellt. Toll, sieht echt total echt aus. Ist die Legende wahr? Ist ja klasse. Also jetzt verstehe ich's. Das sieht für mich einen handfesten Beweis aus. Sowas von Kindern. Also, erzähl mal. Auf den Dank, Link. Eine lange Stunde, ich hoffe, du bleibst dabei. Ja. Ich bin gespannt, ob du alles richtig erzählst, vor allem. Die Verheerung brach schon mehrmals über das Königreich Hyrule herein. Vor 10.000 Jahren erschufen die Sheikah mit ihrer hochentwickelten Technologie sogenannte Titanen. Einspruch, Herr Lehrer. Wie wir eigentlich gemäß der Story aus Tears of the Kingdom mittlerweile erfahren haben, wurde Ganondorf vor 10.000 Jahren ja versiegelt. Das soll diese Gründungsgeschichte hier sein. Und er sagt ja, auch dieses Siegel hier kann jetzt 10.000 Jahre halten. Oder sowas in der Art. Und wenn man mal davon ausgehen würde, dass die Verheerung Ganon mehrmals über Hyrule reingebrochen ist, das aber nicht sein konnte, bevor dieser Ganondorf hier aufgetaucht ist, weil Sheikah und Sheikah-Technologie, warum soll es damals schon gegeben haben? Damals waren, also Sheikah natürlich schon, aber ihre Technologie nicht, denn die so nah waren damals ja die Spitzenreiter mit der Technologie. Macht das hier keinen Sinn, dass es 10.000 Jahre her sein soll. Und ganz ehrlich, ich weiß, es war bei Breath of the Wild, vor 10.000 Jahren, wo das Gemälde entstanden sei. Aber sind wir mal ehrlich, 10.000 Jahre ist ein verdammt großer Zeitrahmen. Verdammt großer. Du findest niemanden, der dir bestätigt, dass es 10.000 Jahre her ist. Schon 1.000 Jahre wäre sagen, jo, könnte sein. Worauf ich hinaus will ist, wer sagt, dass es wirklich 10.000 Jahre her ist, nicht 1.000 Jahre zum Beispiel. Und anders formuliert, wer sagt uns, dass Ganon und Ganondorf im Verlauf der Geschichten ein bisschen durcheinander gebracht wurden und der Versiegelungskrieg, den wir hier in diesem Spiel mit den ganzen Cutscenes schon miterlebt haben, dass der 10.000 Jahre wirklich her ist. Und dann kam die Verheerung Ganon vielleicht alle 1.000 Jahre wieder und vor 1.000 Jahren haben die Sheikah gesagt, nö, jetzt reicht's uns. Und dann haben sie Technologie mit den Titanen, alles drumherum, die Technologie, die wir auch aus Breath of the Wild kennen, aus dem Vorgängerspiel. Und die Fähigsten waren in der Lage, diese Maschinenwesen zu steuern. Mit dem Bandschwert der heiligen Kraft der hehren Prinzessin versiegelte der Held aus uralter Zeit die Verheerung. Da ist ja auch so ein Punkt, wa? Der haben wir auch bei Breath of the Wild gesehen, wie Zelda, ja, Ganon dann ja auch quasi versiegelt hat. Nur, warum? Ich meine, es ist so ein bisschen doppelt gemoppelt. Du hast das Bandschwert, das ist das böse Band.
Wir haben schon oft genug gesehen, wie Link, also andere Links, in dem Masterschwert, sei es, ja, vor allem Ganondorf, weil ja vor allem gegen Ganondorf immer noch ein Todbringer, wie sie immer nur das gebraucht haben, um den dann zu besiegen. Selbst in Spielen wie Link to the Past, wo Ganon sogar das ganze Triforce hatte, kann man einfach Link, gut, er hat auch einen Silberpfeil, aber das ist ein anderes Thema, aber mit dem Masterschwert und hatte das Böse versiegelt, fertig. Warum braucht sie also das Bandschwert und die heilige Kraft der Prinzessin? Nochmal ein anderes Thema. Der Held aus uralter Zeit die Verheerung. Übrigens hier nochmal ein Hinweis, hier hieß explizit das Bandschwert, das Masterschwert, kennen wir ja, ne? Und aus der Erinnerung, die wir schon mal gesehen haben hier im Verlauf des Spiels, war ja auch so mit dem Masterschwert, was dann Zelda ja, was wir Zelda geschickt haben in die Vergangenheit und sie nachher Minero gezeigt, hat nachher Minero gesagt, ah, das ist also das Masterschwert. Das heißt, sie wusste von dem Masterschwert noch gar nichts. Denn selbst wenn sie es gewusst hätten, dass das Masterschwert dort schon gibt, irgendwo da schon mal genutzt wurde, gegen so eine Verheerung, also gegen Ganon, wenn der jetzt vor Ganondorf gewesen sein sollte. Warum hätte man nicht das Masterschwert geholt? Hat man nicht. Weil damals keiner wusste, wo über das Masterschwert ist, ne? Weil, ja, damals in der Gründungszeit Hyrule, ob man da überhaupt wusste mit dem Walter Krog, dass dort das Masterschwert liegen soll, welche Kräfte es hat und so. Das war einfach ein wenig. Deswegen, auch wenn es hier erzählt wird vor 10.000 Jahren und Ganondorf quasi gesagt hat, ja, auch das Siegel wird mich auch Tausende von Jahren oder 10.000 von Jahren nicht halten. Erstens glaube ich nicht, dass Versiegelung von Ganondorf, also der Versiegelungskrieg, mehrere 10.000 Jahre her sein soll. Ich glaube auch nicht, dass die Verheerung Ganon zuletzt vor 10.000 Jahren versiegelt wurde, als Reaktion darauf, weil sie immer wieder kam. Also demzufolge, es müsste ja wirklich alle paar Jahre irgendwie auch doof, alle paar tausend Jahre so gewesen sein. Diese ganzen Zeitabstände finde ich sehr extrem, ähnlich zu sein. Theoretisch kann es sein, aber da frage ich mich natürlich, was ist zwischen 10.000 Jahren passiert, weil abgesehen von den Sheikah und den Sona, also die Technologie der Leute hier praktisch gar nicht verändert. Was auch ziemlich traurig wäre. Aber gut, ich habe genug gequatscht, Freunde, wollen ja eigentlich ihm zuhören. Lange Zeit herrschte nach Frieden im Königreich Hyrule. Aber dann, als die Verheerung fast in Vergessenheit geraten war, kehrte sie zurück. Erzählen Sie weiter, was war das alles? Das alles geschah vor 100 Jahren. Es bekam eine Prophezeiung über die Wiederkehr der Verheerung. Das Könighaus von Hyrule nahm diese Legenden ernst. Man suchte und fand die Titanen. Von Orni, Gronen, Zoras und Gerudo wurden als rekkenbezeichnete Piloten mit besonderen Fähigkeiten ausgewählt. Dann war da noch der Held, der das Bandschwert meisterlich führte, hier, und die hehre Prinzessin ihn begleitete. Gemeinsam stellten sie sich wie einst im Kampf gegen den Feind. Doch diesmal sollte die Verheerung nicht so einfach zu besiegen sein. Ist was Schlimmes passiert? Nun, der hehren Prinzessin blieb es versagt, die heilige Kraft, die in ihr schlummerte, zu erwecken. Naja, das habe ich ein bisschen anders in Erinnerung. Daraufhin mächtigte sich die Verheerung der Titanen und deren Piloten kamen zu Tode. Ganz ehrlich, auch wenn Zelda ihre Kräfte vorher gehabt hätte. Ich glaube nicht, dass das hätte verhindern können. Weil es ja... Der hat nicht angekündigt, von wegen... Ich komme übrigens in 3, 2, 1. Sie wussten so ungefähr, dass er kommt, aber... Er war plötzlich einfach da. Sondern der Held, der das heilige Bandschwert führte, schwer verletzt wurde, stand die Welt am Abgrund. Endlich erwachte die heilige Macht der Prinzessin und sie opferte sich auf, die Verheerung 100 Jahre lang zu versiegeln. Ist bis hierhin alles klar? Naja. Nach langen 100 Jahren erwachte der Held aus dem Schlaf, seine Wunden heilen sollte. Hier. Mit der Hilfe der Nachfahren direkten gelang es ihm, die Taten der Verheerung wieder zu entreißen. Letztendlich besiegt der Held die Verheerung, die Prinzessin versiegelt das Böse erneut. Lustig, dass er das so erzählt, dass wir die Titanen befreit hätten, ne? Ich meine, du konntest bei Breath of the Wild das ganze Abenteuer ja starten und theoretisch direkt wieder beenden, indem du direkt zu Ganon geflogen bist. Oder gelaufen bist, wie auch immer. Aber du musstest die ganze Story um die Titanen so musst du gar nicht machen. Rein theoretisch. Aber ist natürlich plausibel, wenn man es trotzdem gemacht hat. So, zum Ende bin ich vielleicht etwas theatralisch geworden. Noch genauso hat es sich zugetragen. Also wir haben vielen Leuten zu verdanken, die Hyrule für uns beschützt haben, ja? Ich will auch mal so ein Held sein, alle Generationen nach mir von dem Bösen bewahren.
Ja. Hyrule. Ah, ist okay. Probier mal Selbstlink. Reisempfehlung von mir. Da fällt mir ein, so meistens unter Stunde Hauswirtschaftslehre ist. Einen wollte ich ja auch jetzt mit Hyrule-Reis durchnehmen. Also wie gesagt, ne, da gibt es ja auch... Eigentlich ist noch viel zu früh, um jetzt schon darüber zu fachsimpeln, welcher Reihenfolge und so. Oder beziehungsweise, weiß Reihenfolge doch auch, aber wie sich Tears of the Kingdom Breath of the Wild in die Timeline einordnen würden und die ganzen Vergangenheiten hier, wo man auch schon das Thema aufkam. Ob dann wirklich der Versiegungskrieg nicht noch vor der Gründung oder nicht noch vor den Geschehnissen aus Ocarina of Time und so stattfand, theoretisch, etc. etc. Darauf wird er dann zu einem späteren Zeitpunkt zurückkommen. Nur hier eben nochmal ganz kurz erwähnt, die Vorstellung, dass die Sheikah vor 10.000 Jahren ihre Technologie mit den Titanen und so weiter gebaut haben, als Resultat darauf, dass die Verheerung Ganon immer wieder kam. Und sie deswegen das gemacht haben. Und das Ganze soll ja nach dem Versiegelungskrieg stattgefunden haben. Also Ganondorf selber war noch viel länger versiegelt. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube schon, ist so meine Theorie, dann, dass Ganondorf vorher gewesen sein muss, vor der ganzen Ganon-Geschichte und so. Da wir auch in der rückblickenden Szene auch gesehen haben, also in den ganzen Cutscenes. Hier, dass wir haben nie irgendeinen Sheikah gesehen. Wir haben hier 2 Sona gesehen mit Mineru und Rauru. Dann viele Hylianer natürlich, ne, ist klar. Die ganzen anderen Völker, vor allem mit den Weißen noch. Aber keine einzige Sheikah. Und dass deswegen hier, gut, das wäre natürlich, könnte theoretisch sein, weil sie verbannt wurden. Aber nee, es ist ja, eigentlich war die Rede von einem hylianischen König, nicht von einem der Sona. Aber wie gesagt, das alles, wir werden später nochmal genauer drauf eingehen. Aber ja, ich denke schon, zuerst war Ganondorf, der Versiegungskrieg, dann kam irgendwann die Verheerung Ganon. Warum sie die Verheerung genannt wurde und wie oft sie wirklich kam, bevor die Sheikah Technologie erfunden haben, dass echt 10.000 Jahre oder irgendwie vielleicht nur 1.000 Jahre her sind, wer weiß. Werden wir alles noch, vielleicht noch genauer erfahren, zu einem späteren Zeitpunkt. Guten Morgen! Das hat mir erst miterleben durfte. Also, Hauswirtschaftslehre, okay. Meine Frage lautet, welches Gerät erhält man, wenn man Hyrule-Reis und Wild mit Kronengewürz zubereitet? Ja, Fleisch mit Reis. Ein Curry. Da ist auch Wild drin, nicht? Da muss es doch ein Wildcurry sein. Hyrule-Reis, Monster Essence, was haben wir dann? Monster was? Dann haben wir Matsch. Na, beruhigt doch, Kinder. Die Stunde ist wohl sehr anspruchsvoll, wa? Tatsächlich entsteht aus Monster Essence, Kronengewürz und Hyrule-Reis Monster Curry. Die Monster Essence. Die habe ich doch. Sicher. Das Kronengewürz zwar nicht, aber Monster Essence müsste ich haben. Hä? Hier, Monster Essence, was willst du von mir? Du willst nur verarschen. Ich habe Monster Essence dabei, aber kein Kronengewürz. Das heißt, ich kann die Quest... Oh, ich muss nach Coronia, Freunde. Bald. Bald. Anschauungsunterricht 2. Ja, ich muss erstmal. Es ist... Ich muss das Gericht kochen. Gut. So viel dazu. Dann habe ich ja... Moment, ich habe sogar Notiz gemacht, was ich eigentlich heute gerne machen würde. Also Atheno, Schlafe Unterricht, den haben wir gemacht, für die Quest tagsüber. Dann Himmel und Untergrund bei Kagriko erforschen. Untergrund erkunden Gebiet Kagriko, Kolosseum und Königswaffe suchen. Genau. Auf nach Eldin. Was? Zurück in die Wüste für Gerudo-Quests und Jägerversteck. Aus BOTW. Warum haben wir das irgendwie aufgeschrieben?
Ach so, logisch, auch im Untergrund unter anderem. Nee, weil ich mir irgendwie dachte von wegen, der Siegerversteck muss irgendwie hinten sein, beziehungsweise... Moment, nee, hier hinten war's. Hier. Ich glaube sogar das Loch, wo damals Kogel reingefallen ist. Nee, weil ich mir dachte, wir wissen, dass hier für zwar irgendwie, dass das eine seltsame Jäger-Quest ist, also die hier. Dass wir dafür das Jäger-Outfit brauchen. Aber wäre es vielleicht klüger, wenn ich erstmal hier reingehe? Weil ich sonst die Befürchtung habe, dass ich irgendwie eine Quest oder so verpassen könnte. Naja. Okay, eigentlich wäre noch Schreine zu tun. Lassen wir das mal. So, hier haben wir ein Kakeriko, also sind wir hier oben im Himmel. Aber ich glaube, dass hier oben noch irgendwas ist, weil da war ich ja schon. Seltsam ist auch, Leute, ich wollte offscreen noch ein paar Feen farmen. Und ich habe die Orte, wo wir damals schon Feen gefunden haben, ja auf der Karte markiert mit Herzen. Das Skurrile ist, obwohl jetzt auch schon inzwischen mehrere Blutmonde vergangen sind, die spawnen auch nicht neu. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist es irgendwie so, wenn ich schon da war und noch Feen im Gepäck haben, dann spawnen nicht neu. Ich meine, es wär creepy, aber es ist irgendwie, glaube ich, so. Da eben keine neuen mehr kommen. So, übrigens, ich bin jetzt hier im Himmel von Kakariko. Ist denn hier noch etwas? Weil hier war ich ja schon. Guck mal ein bisschen um. War das eine Ding mit der Kugel? Ja, ich glaube, so eine seltsame Kugel, ja. Das Ding, da war ich auch schon überall. Das Archipel von Nord-Neklut habe ich alles schon gemacht, was man gucken könnte, ist vielleicht hier oder hier. Wo ist er da drüben? Ja, da drüben ist er. Das Ding, was man in die Lüfte emporsteigen lassen könnte. Aber wo Kapselspende habe ich hier noch? Da fehlt eh noch was, ne? Oh, Sonnenfleckchen. Das können wir uns immer noch kurz angucken. Zack. Moment. Nach Typ, ne? Ganz schön viele Sprungfedern. Was will ich bloß damit machen, ey? Huch. Also. Meine ganzen Weißen hier, wa? Wisst ihr was? Die ganzen Weißen, glaube ich, muss die öfters mal deaktivieren. So, Tooling behalte ich mal noch, weil der ist in der Luft sowieso immer praktisch. So, wo will ich jetzt hinfliegen? Ne? Ist ja die falsche Richtung eigentlich. Ja, wobei, da hoch komme ich noch nie im Leben. Eigentlich will ich da hoch. Ich könnte versuchen. Das könnte vielleicht klappen. Warte mal. Das wäre knapp. Ja, ich dachte, weil das ein Wasserfall ist. Vielleicht komme ich dann so hoch irgendwie. Ich meine, ja, theoretisch natürlich auch das Hoverbike nehmen, aber wollte es eigentlich mal ohne machen. Das wird eng, das wird eng, das wird eng. Was könnte klappen? Tuli, mehr Wind, mehr Wind. Das himmlische Kind. Meine Aussage wird auch ein bisschen knapp gerade, sehe ich. Anstrengend, Link, wa? Wieso bin ich jetzt vorbeigeflogen?
Ding, was war das für eine Scheiße? Er wollte da nicht hoch, der Idiot. Och, Menno. Da hat er gerade kommen damit Ausdauer, es könnte gerade noch reichen. Aber auch Ausdauer zum Schwimmen. Also zum Hochschwimmen. Dann ist natürlich ein Problem. Scheibendreck, Scheibendreck. Scheibendreck. Können wir mal bei Gelegenheit wieder mal hier die Rüstung upgraden. Hülle Hose, wenn noch Level 4 war. Okay, komm, ist was, scheiß drauf. Was war das? Und den gerade runtergefallen? Das hast du noch nicht gesehen, Alter. Okay. Ich hab verstanden, Spiel. Ich hab verstanden. Das Spiel hasst mich. Eine andere Erklärung gibt's aber nicht. Es hasst mich, weil ich es hinterfragt habe. Und der ganzen Geschichte um Ganon, Ganondorf und so. Wobei es eh schwer zu glauben ist, dass es verschiedene Dinger sein sollen. Wa? Also das Ganon, die Verheerung Ganon nicht gleich in dem Ganondorf ein Versiedlungskrieg sein soll. Aber gut. Nehme ich halt wieder mal das Hoverbike. Wir haben es lange nicht mehr gesehen, Freunde. Ist Ding gleich rechts dran oder spinne ich gerade? Dürfte es eigentlich nicht, weil das, was ich gebaut habe, im Bauautomatik abgespeichert habe als Favorit, das müsste eigentlich das Perfekte sein. Ja, lag ein Dings dran. Schade. So. Dann fliegen wir mal so hoch, wa? Ja, normalerweise, wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, ich möchte irgendwie den Himmel erkunden, dann haben wir es in der Vergangenheit ja auch oftmals mit den runterfallenden Steinen gemacht und natürlich auch mit den Türmen. Was einmal ganz lustig war mitunter, weil du auch dann relativ schnell zum gewünschten Ort kamst. Aber ich denke mal, hier haben wir keine andere Wahl, weil eben auch der Wasserfall erreicht nicht bis zum Boden. Also bis dahin komme ich nicht, den Turm näher habe ich hier auch nicht, um zum Wasserfall zu gelangen. Ich hatte das mal offscreen schon ein paar Dinge mal versucht, wo ich dann dachte, okay, komm, ich teste mal gewisse Dinge. Und dann, wenn wir es dann aufnehmen, gemeinsam anschauen, dann irgendwie schneller da bin, aber eben da war irgendwie auch nichts. Und ja, ich glaube, es gibt gewisse Orte hier im Himmel, die haben zwar nichts mit der Story zu tun, deswegen muss sie nicht machen, aber es sind dann trotzdem so Punkte, wo man sich dann fragt, wie kommt man da hin? Also müsste irgendwas bauen. Natürlich könnte auch irgendwas anderes Geiles bauen, gar kein Thema, aber ich bin momentan nicht in der Lage zu sagen, hey, ich habe Bock, verschiedene Bauautomatikteile oder eigene Dinge auszuprobieren. Vielleicht wieder, wenn es darum geht, auch gegen andere Monster zu kämpfen, ne? Also Sonar-Bauteile oder Konstrukte gegen, gegen Monster einsetzt. Das wäre wieder was anderes, das könnte vielleicht noch spannend werden. Aber auch wenn ich doch aktuell wieder Bock auf das Spiel habe, sogar aktuell sogar sehr großen Bock drauf, geht es mir eigentlich mehr darum, ein bisschen vorwärts zu kommen. Nicht irgendwie einfach planlos Dinge auszuprobieren. Das kann falsch sein, das kann aber auch, Anführungszeichen, richtig sein. Aber das also momentan, wo ich weiß, okay, momentan, so brauche ich es gerade. Hä? Was bist denn du für einer? Der schießt auf mich. Aua! Wir machen nicht viel Damage tatsächlich, aber... einen anderen Bogen ausprobieren. Und dann vielleicht mal wieder ein paar Flügel dran machen, wenn du ein bisschen weiter schießen kann. Sag mal. Nicht mehr so viele.
dachte, hier wäre vielleicht noch irgendwas, aber... Sieht nicht gerade so nach aus. Guck mal an, aber hier ist mit etwas, wo wir nicht hochkommen, ne? Zumindest in der Theorie. Ja. Mit 2 von den Dingern. Ja, doch, das könnte funktionieren, ne? Und bis hierhin, wie käme ich denn dahin, ohne irgendwelche Hilfsmittel? Ich meine, ich habe die Rakete ja noch, quasi auch so ein Raketenschild habe ich auch noch im Inventar. Mit dem kann ich ja theoretisch auch ein bisschen steigen, aber was bis hierhin komme, an der Stelle hier übergleiten, ne? Müsste doch irgendwie so in der Art und Weise sein. Naja. Das müsste das Einzige sein, was wir hier im Himmel noch haben über Kakariko. Alles andere ist so in ein anderes Gebiet, wie zum Beispiel hier unten. Hier in diesem Sturmgebiet hat auch ein bisschen was ein Skyward Sword Feeling. Hm? Ach so. Ich frage mich, ob es irgendwie auch so ein Sonnenschwert so etwas gibt. Wäre doch eigentlich die perfekte Waffe gegen Ganondorf. Oh, da ist hier wieder so ein Tor. Ist das eine Prüfung oder was? Oh, Sonau, prüfe mich! Wind. Sonaniumwerkinsel. Oh, das ist ein Schrein. Hm. Cool. So. Mein Gefährt ist noch da. Für die Rallala, für die Rallala. Ich habe gesehen, eine Kamera ohne da hoch, ja? Verdammt mich. Tja, das ist doof. Ja, ist futsch, war. Okay, muss halt auch ohne hoch. Uah. Wäre überall Wind. Was sieht's aus, ne? So, kann ich nicht irgendwie noch verpassen. Unterwegs. Die seltsame Himmelsinsel. Okay. Und da kommen wir jetzt einfach rein, oder wie? Oh! Ja, das sieht ein bisschen gefährlich aus, tatsächlich. Moment. Wenn wir jetzt da reinspringen. Sind noch alles Minimum, was ich gerade so sehe. Funkelfrüchte hier oben. Ne, Eiswort wäre es lieber gewesen. Bei Funkelfrüchten, ja, du kannst die Gegner blenden. Das ist natürlich auch schön. So, warte mal. Ist denn da oben noch etwas? Hallo? Ein Baum. Zwar kein großer Baum, aber auch kein Lego-Baum. Hä? Was da oben? Ein Krog. Und ich frage mich trotzdem immer noch, wie kommen die Krogs hier hoch?
Weil wir wissen ja, dass hier oben im Himmel und so, dass ist nicht so, dass die vom Boden in den Himmel aufgestiegen wären seit dem Kataklysmus. Nee, also umgekehrt. Ein Teil aus dem Himmel sind heruntergefallen. Deswegen finde ich das ein bisschen creepy. Ich habe jetzt ein Lebewesen hier oben entdecke. Aber den Kroxen manchmal das Gefühl, dass die unsterblich sind. Okay. Ja, eine Himmelsinsel also, offenbar so wie man dann aussieht, für einen Schrein, ein Krog. Da war ich schon, da ist eigentlich auch nichts mehr. Andererseits aber natürlich auch das Ding noch. Und ein Pilz. Ein Himmelspilz. Lecker. Lecker Schmecker. So, dann haben wir jetzt Zeit zum Speichern. Dann ziehen wir uns noch um. Ups. Ich brauche ein bisschen Aero-Action. Verdammt. Wow. Ist das Wasser? Ja, okay. Oh, heilendes Wasser. Das Feenwasser, zu wünschen, ich hätte irgendwie Flaschen dabei. Flaschen, ich hätte gerne eine Flasche. So eine Energiesphäre. Ausdauerknolle. Hier wieder so ein Teil, da wieder interessant. Dann nach Typ. Immer das Spiel ist wohl mein Typ. Ich merk's. Was gibt's denn hier so Schönes? Ein Frostwerfer. Schaut einen eiskalten Luftstrahl aus, der praktisch ein Monster besiegen kann, auch eingesetzt werden, um Wasser gefrieren zu lassen. Praktisch, günstig, gut. Wieder mal stellt für mich die Frage, haben wir langsam alle Personenbauteile zusammen? Da fehlen ihm noch welche. Und zumindest hier habe ich alle, ne? Jo. Schön, schön, schön. Okay, das ist der Schrein selbst. Können wir mal aktivieren. Da ist irgendwie auch nichts. Die Frage ist gerade beim Schrein. Muss ich noch eine Prüfung machen, oder bin ich da schon durch? Hier voll die Lava im Himmel oben, wohlgemerkt. Ach, den Suna war auch nichts heilig, wa? Aber die Rede eigentlich hiervon war, das irgendwie Sonanium-Werkinsel sein soll. Sonanium fehlt mir noch ein bisschen gerade, ehrlich gesagt. Kriege ich hier vielleicht an der Kiste ein großes Sonanium? Gefragt vom Freund. So, wir gehen mal kurz rein, Leute, zum Gucken. Eventuell, wenn es wirklich noch eine eigene Prüfung ist, machen wir die nächste Folge. Ja, und was für eine. Oh, nee, wieder mal so eine. Nein, das Überleben erleichtert. Erleichtert. Trotzdem sehe ich da ein paar Feinde. Ah, schön, ich darf sowas mitnehmen. Das ist schon mal feierlich. Okay, Leute, nächste Folge gucken wir uns das kurz an. Vielleicht schaffen wir es auf Anhieb, ansonsten gehen wir hier wieder raus und machen es später. Ich würde sonst sagen, machen wir uns mal auf den Untergrund, wa?
Vor allem so Region Kageriko. Das heißt, ich würde gerne Kageriko mit Ranel und mit dem inneren Hyrule verbinden. Da mal so ein bisschen gucken, ob noch irgendwas für uns rausspringt, sei es ein Schatz oder sei es auf ein Personanium-Ding oder so. Und natürlich viele, viele Wurzeln. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.